Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Tja, oh, sind wir mal wieder. Ja, leid. Ich nehme mir zur Zeit, also bei mir sitzt der Arbeitspulli wirklich sehr eng. Ich nehme ab und zu jetzt mal Zeit, mal reinzuschauen, wenn ich irgendwas sehe, was mich aufregt, dann let's go. Und so ist das heute passiert, vor gar nicht allzu langer Zeit. Habe ich zufällig bei Eule gegen Mobbing, Grüße und so, reingeschaut, was den heutigen Streamen angeht. Und da haben wir gedacht, schauen wir doch einmal. Also, was ich so mitgekriegt habe, ich habe einiges schon gesehen. Ich habe dann so durchgesappt. Okay, wieder dumme Aussage. Nochmal eine. Es ist hier so die erste 14 Minuten, sowas. Erste Viertelstunde ist interessant. Viel länger will es halt auch nicht machen wollen. Wenn es hinhaut, ich hätte noch was vom Lügenlord. Der hat was zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, ob das aus demselben Streamen ist oder von einem von früher am Tag. Das ist betitelt worden mit Discord-Leaks und Verhalten gegenüber Frauen. Das kann auch noch interessant werden, wenn ich noch Bock habe, nach den 15 Minuten, was kritisch werden kann, wenn ich ja kreislich fest Petgefries schon wieder sehe. Dann schauen wir uns das an. Aber, wie gesagt, erst einmal schauen wir beim guten Inge. Streamen von heute. 26.04.23. Hockt euch her, Sammermeere, reißt euch eine Häube auf, aber mir ging einer in rein. Wir sind deine Pläne für den Sommer. Barrende betteln, Rainer? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Meine Pläne für den Sommer. Ich habe eigentlich keine konkreten Pläne. Das Übliche halt eigentlich. Also Barrende betteln. Hättest du einfach Barrende betteln gesagt? Ja? Dann hätten doch alle Bescheid gewusst. Ah ja, hier wird der Boxkampf angesprochen. Ich weiß nicht, wer von euch das noch nicht mitgekriegt hat. Anscheinend irgendwie ist gestern Jason und Katal sind jetzt wieder im Bilde. Fragt's mir nicht, warum. Auf jeden Fall soll jetzt wieder Boxkampf organisiert werden, weil das letztes Jahr so gut funktioniert hat oder Anfang des Jahres, wann es nicht war. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt soll wohl Klonter gegen ihn antreten, was einer seiner Wunschkandidaten war. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Der wiegt halt, keine Ahnung, ein Viertel von dem, was Rainer wiegt. Den kann er einfach mit reiner Masse überrollen. Der kann er gar nicht aus. Weiß nicht. Der hat Bock, dass er mal so 2 Meter Brackel mit einem Kreuz wie ein Stier, mal mit dem er zusammen im Ring steht und immer richtig sauber, natürlich sportlich, nach allen Regeln offiziellen Regeln des Boxsports, besiegt, etc. Damit er mal weiß, wo er hinkehrt. Einmal sein vorlautes Maul einmal gestopft kriegt. Da hätte ich mal richtig, richtig Bock drauf. Aber gegen solche Leute wissen wir alles. Rainer ist eine Hosenscheiße. Gegen solche Leute traut er sich nicht. Rainer wird nur dann handgreiflich, wenn er der Meinung ist, er kann diese Leute dann auch wirklich körperlich irgendwie überwältigen. Wenn es durch schiere, reine Masse ist. Dann ist er groß und stark und dann ist er der Held. Und ansonsten hat er sich schon immer damals auch zu Schanzenzeiten hinterm Zaun versteckt und mit Scheiße geschmissen oder mit sonst irgendwas, wie so ein Schimpanse, der hat mit Scheiße geschmeißt aus dem Gehege raus. Genauso hat er sich ja auch gehört mit der ganzen Brüllerei, das hat ja eh kein Mensch mehr verstanden.
Aber egal, weiter im Text. Alter, warum ist das so laut gerade? Ja, weil du ein Profi-Influencer bist. Scheiß. Jetzt sind wir schon wieder in der Ding-Dong-Staffel angekommen, ha? Ich habe mich gerade auch geräuspert, aber ich habe mein Mikrofon gemutet. So bin ich zu euch. Schon wegignoriert. 5,99 €. Hä? Wieso wegignoriert? Doch nichts ignoriert. Hallo. Servus Guido. Oh, das habe ich vorhin mitgekriegt. Merkt's euch, dass er ich glaube, man spricht das Guido aus, by the way. Also ich kenne einen Guido, der sagt, das heißt Guido. Sagst du mir Bescheid, wenn es Leute gibt, die das anders ausgesprochen haben wollen, aber so wie ich das kenne, ist das U stumm. Der kommt, das ist ja einer von seinen Mods. Kommt es hier rein, hallo, er sagt hallo, spricht ihn mit Namen an. Merkt euch das nochmal für später. Da habe ich nämlich 10 Minuten später im Stream kommt da eine lustige Szene darüber, wie viel Wert doch dem lieben Reini seine hochwertgeschätzten Moderatoren sind. Da ist er wieder. Hä? Der war gar nicht weg. Welle an Anzeigen, weiß ich nicht, wovon du redest, aber Er bezieht sich jetzt hier rechts auf die Frage. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, viele Leute schauen meine Videos nicht, hören sie nur. Hier ist jetzt rechts von Maximilian G. Äußerst du dich bezüglich der Aktion mit den Telefonnummern und der Welle an Anzeigen? Und das war ja das Hauptthema jetzt in den letzten Tagen. Rainer, Matt, wie Stahl vor Affen, hat Telefonnummern geleakt. Auf seinem Telegram-Kanal. Und das ist halt Straftat. Vor allem, wenn man das mit der Absicht tut, diesen Menschen Schaden zuzufügen. Was ja seine Intention ist. Und wir wissen es alle. Wir wissen es alle. Rainer liegt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Entschuldigung. Rainer liegt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Es ist sowieso, das ist das Ekelhafteste an ihm. Diese permanente Liegerei. Das ist so ein Abschaumverhalten. Und wir wissen das nur damals, wo dann irgendwie ein Hater mit seiner Mulle da vor der Schanze gestanden ist und der die gefilmt hat und gesagt, ja, hier, die werden es geleakt. Und wir wissen es von jetzt vor kurzem, wenn er irgendwo draußen sitzt und dann die Leute entweder da irgendwo im Park oder in der Bank oder sonst was filmt und ja, sag mal hallo, bist live im Stream und sowas. Wir wissen es damals beim veganen Jahrmetzger, vor kurzem hat er es versucht, jetzt irgendwie bei Ofi, da hat er wohl den falschen Namen zugesteckt bekommen von seiner großen Spione. Er liegt und liegt und liegt. Immer, immer, immer wieder. Und ich hoffe, dass er wirklich oft dafür angezeigt wird, aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich was bringt. Ich glaube, da schlägt's Winklerglück dann wieder ein und dann wird das geregelt. Also mir tat's wirklich stark wundern, wenn der dafür seine Bewährung einen Gulli runtergeschickt hat. Also wenn dann rauskommt, okay, von denen 200 Nummern, die er geleakt hat, haben ein Fuchskleid angezeigt und das kann man dann mal ignorieren und dafür geht er jetzt in den Knast. Würde mich sehr wundern, da immer Geld nicht draufsetzen. Was halt wahrscheinlich passiert ist, wenn es tatsächlich ein paar Leute gibt, die ihn anzeigen, die sich die Mühe machen und ich bitte euch darum, wenn da eure Nummern dabei waren, macht's das. Dann und es tatsächlich, also entweder wird es wegen Nichtigkeit irgendwie fallen gelassen, wenn es tatsächlich vor Gericht kommt, dann heißt es, ja, aber die haben ihn ja auch belästigt, indem sie ihn angerufen haben und
dann hebt sie das wieder auf und Rudi Spur, wir kennen ja die ganzen Geschichten. Ich glaube nicht, dass der dafür in den Knast geht. Ich würde es mir wünschen. Glauben du es nicht. Aber das mit den Telefonnummern war eine dumme Idee. Nein, sagst du bloß, Rainer. War das eine dumme Idee, oder? Und der schaut da gleich noch richtig passend dazu. Genau so hat er geschaut, wo er die Posts verfasst hat mit den geleakten Nummern. Das war eine dumme Idee und es tut mir auch leid. Aber ganz ehrlich, in dem Moment war ich einfach so angepisst. Das ist keine Entschuldigung natürlich. Rainer, warum kommt es dann nach es tut mir leid, aber wenn es keine Entschuldigung ist? War eine dumme Idee, tut mir leid, aber ich war halt angepisst. Ist keine Entschuldigung, aber es war schon so und deswegen passt es dann auch. Aber es ist dabei so angepisst in dem Moment, dass ich einfach nicht nachgedacht habe. Ja, freilich, beste Ausrede für alles. Ja, das hat bei allen Leuten auf der Welt schon immer funktioniert. Rainer, du bist der einzige Mensch auf der Welt, bei dem das schon immer funktioniert hat. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, bei dem das schon immer funktioniert hat. Ja, wie hast du das gemacht? Ja, ich war einfach stocksauer und die hat mich nicht unter Kontrolle gehabt. Ja, wenn es so ist, Freispruch. Oder Bewährung. Und dann nächste Mal, ja, aber ich war jetzt stocksauer, ich habe mich nicht unter Kontrolle gehabt. Ach so, ja dann, nochmal Bewährung. Ja, das war jetzt blöd, aber ich war jetzt sauer, deswegen darf ich das. Nein, Rainer. Nein. Wir leben nicht in dieser Welt, ansonsten könnten wir Anarchie walten lassen. Aber dann bist du der Erste, der am Arsch ist. Weil dann schlagen sofort 300 Leute bei dir auf und verwemsen da dein greistiges Gesicht. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oh, ich war jetzt sauer. Scheiß, oh. Und das ist dieselbe Mentalität wie damals, wo er diesen Strike umgangen hat, weswegen er seinen YouTube-Kanal verloren hat. Er hat für die Scheiße nie wirkliche Konsequenzen spüren müssen. Hat er nie müssen. Oh, ja, habe ich dem heute die Taschenlampen über den Kopf gezogen. Oh, tut mir schon leid. Die Polizei habe ich beleidigt. Oh, ja, hätte ich nicht machen sollen, aber ich war jetzt sauer. Ja. Ach so, den Strike umgehen. Ja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber ich war jetzt sauer, dass wir deswegen gleich den Kanal sperren. So wie es in einer Guidelines drin steht. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir vollkommen wurscht. Ich bin Rudi Salpur und ihr habt doch jetzt schon gesagt, dass man Leid dort etc. Und jetzt hier bitte Bahne her. Nein, Rainer. Nein, nein, nein. Und dann, das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Warum kommt es dann nach, es tut mir leid, aber? Ich weiß nicht, der kann sich ja glücklich schätzen, dass er noch nie eine funktionierende Beziehung gehabt hat. Der hätte im Alter aber die Prügel ausgebissen. Jede Frau, keine Ahnung, was. Wenn er auch nicht gefunden hätte, die blind ist und keinen Geruchssinn hat oder keine Ahnung. Aber bei der, was hätte er dann gesagt? So, ja, ich war Fremdmausen. Er ist aber scheiße. Ja, das tut mir leid, aber ich bin halt gamsig gewesen. Das soll jetzt keine Entschuldigung gewesen sein, aber das passt doch jetzt schon wieder, oder? Vor allem diese falschen, ja, es tut mir leid, dafür entschuldigen mich. Aber ich bin Rudi Salpur und eigentlich tut es mir gar nicht leid. Und eigentlich habe ich ja nichts falsch gemacht. Also, hurra die Gams. Aber das kotzt mich einfach an. Ich hatte eine für Simple. Oder für Leute wie Simple. Ich habe Telefonnummern von Leuten geleakt, weil mich momentan Tausende von Leuten anrufen und anschreiben auf WhatsApp und auf meiner Handynummer, dass sie mein komplettes Handy lahmlegen oder lahmgelegt haben. Und ich habe die in meiner Telegram-Gruppe geleakt. Ja, sauschlaue Idee, Rainer. Und vor allem, ja, klar ist es auf der einen Seite, ihn da anzurufen, eine fragwürdige Aktion. Aber der Einzige, der dadurch einen Schaden hat, ist er. Und der einzige Schaden, den er dadurch hat, ist, dass seine Livestreams übers Handy gestört werden. Und damit die Internetbettelei erschwert wird. Deswegen, ja, das ist,
gewaltloser Protest. Im Übrigen, wenn ihr im Hintergrund hört, die Hater-Katzen haben gerade schon wieder ihre gespinnerten 5 Minuten. Die haben sie komischerweise immer, wenn ich mich da zum Aufnehmer hier hocke. Fragt's mir nicht. Und das ist mir einfach tierisch auf die Nüsse gegangen. Und deswegen. Ja, und deswegen habe ich die geleakt. Einwandfrei. Perfekt. Das ist genauso wie, ja, da bin ich im Bierzeit gesessen und da war irgend so ein kreisliger Haberer, dem sein Gesicht hat mir nicht so gut passt. Da bin ich halt hinüber und habe ihm den Maskrug über den Schädel gezogen. Ist mir halt auf die Nüsse gegangen. Ist halt jetzt so. Tut mir leid, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber jetzt lasst es mir in Ruhe. Was mit dem Boxkampf? Wird stattfinden. Aber Ja, genau. mir nichts Genaueres und ich weiß nichts Genaueres. Ja, du weißt einen Scheißdreck und der Boxkampf, der findet statt an dem Tag, an dem der nächste Dragon Monday rauskommt, Rainer. Ach, halt doch dein Maul. Der Boxkampf findet statt. Bitte schneidet euch diese Stelle raus. Ja? Und wenn er dann jetzt in 2 Wochen spätestens, jetzt setzt es schon wieder viel zu hoch, ich sehe schon, das heißt in 2 Tagen kommt die Aussage. Ich habe nie gesagt, dass der Boxkampf stattfindet. Habe ich nie behauptet. 100%ig in der nächsten Zukunft. Wenn man dann wirklich drauf festnagelt. Weil ich traue ihm zu, dass er sogar vor Klonter noch Schiss hat. Also das Klonter, für den Fall, dass du das hörst, nix gegen dich. Aber bei dir geht der Lauchmelder los. Das ist, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, gegen so einen Vierteltonner da in den Ring zu steigen. Einfach, wie gesagt, einfach nur aufgrund seiner schieren Körpermasse. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er dann doch wieder einen Arsch zusammenzwickt, der liebe Rainer. Man wird sehen. Also, mein Call für die Leaks kriegt er keine Konsequenzen zu spüren und den scheiß Boxkampf macht er im Leben nicht. Aber ich habe zugesagt, ja. Jetzt wackelt er ein bisschen im Kopf. Also, das ist leider nicht irgendwie. Achso, okay, ja, jeder macht mal Fehler. bitte was? Ach ja, hier. Ach so, okay, jeder macht mal Fehler. Ja, genau. Ist das so. Haben wir ein paar hundert Leute geleakt. Kann ja mal passieren. Übrigens, auch irgendwelche Bärchen oder sowas. Wir wissen auch, Rainer hat der damals Cola-Bärchen geleakt. Zu Zeiten, als er noch irgendwie, einfach weil sie sich gestritten hatten. Er wird natürlich im Nachhinein wieder behaupten, er hat immer gewusst, dass das eine Haterin ist und ich habe mit denen bloß gespielt. Aber nein, hat er nicht. Und die haben sich einfach mal wieder gestritten, weil er wieder ein unmögliches Stück Dreck war. Und am nächsten Tag hat er ganz hoch zufällig sie geleakt und das irgendwie live gestreamt, ihre Daten. Und das war auch, er hat dann nachher behauptet, ja, das war unabsichtlich, das war es nicht, das war vollkommen absichtlich, genauso wie jetzt vor kurzem diese peinlichen Aktionen, so wie er versucht hat, irgendwelche Klarnamen irgendwie von Mimon oder von Ofi rauszumeddeln. Bei Mimon, wo der Name bekannt ist, den er selber sagt in seine Videos, und bei Ofi, wo es offensichtlich anscheinend ein falscher Name war, aber auch wenn es der richtige gewesen, diese der so und so aus da und da. Das hat richtiges Bachmann-Niveau. Hier Jutnerzo aus Weimar, Alter. Da haut's dir doch den Scheuter raus. Oh ja, jeder macht doch mal Fehler. Nein, das ist kein Fehler. Du machst diese Dinge absichtlich, bewusst immer wieder. Dann ist ein Fehler, mache ich einmal, maximal 2-mal. Und wenn ich dann eingesehen habe, dass er Fehler ist, dann lerne ich daraus und mache das nimmer. Du hingegen, oh ja, machen wir nochmal. Einwandfrei, Leute leaken. Hat in der Vergangenheit so super funktioniert. Vor allem, wenn du im Zorn bist. Ne? Im Zorn macht man gerne mal Sachen, die nicht
Im Zorn macht man gerne mal Sachen, die nicht gewollt sind. Ach so, ja, freilich. Da sind wir wieder im Zorn. Ich war im Zorn. Ja. Beweisaufnahme beendet. Freispruch, auf Wiedersehen. Ich war im Zorn. Einfach dein Maul. Ganz ehrlich, wenn. Das ist es. Und wenn er mal irgendjemand im Zorn einmal sauber die Visage formatieren darf, dann gäbe es da sofort wieder Ceter Mordio und dann würde die Person wahrscheinlich verknackt werden. Und bei dem da dann vor Gericht nicht ziehen, ja, war jetzt sauer. Ja, der hat mir Zinti gemacht. Dann habe ich ihm halt einer aufgestrichen. Ja, war ich so? Oh, ich bin so müde, ne? Ja, dann geh ins Bett. Die Fragen finde ich auch interessant. Schaffst du so einen Boxkampf im Moment so von der Fitness her? Nein. Der Typ ist komplett, der war schon vor der vagabunden Staffel, wo er nur ein paar Kilo leichter war. War der schon vom auf Scheißhaus gehen und wieder zurück, war der so fertig, dass er komplett schweißgebadet war. Ja, wo denkt ihr denn hin? Den muss man mit dem scheiß Kran auf die in diesen scheiß Ring reinheben. Problem ist, Glonta ist dann trotzdem Barz, weil Glonta dann keinen Ausweichpunkt mehr in diesem Ring hat. Das Wichtigste ist, dass er den Fehler einsieht und er sieht ja nicht ein und er entschuldigt sich ja auch nicht. Er sagt immer, tut mir leid, aber ich habe eigentlich gar nicht gemacht. Genau, entschuldigt habe ich mich ja, also ich entschuldige mich auch nochmal. Und der Satz, ich entschuldige mich auch nochmal, ist keine Entschuldigung. Keine. Und es tut mir leid, aber eigentlich habe ich ja gar nichts gemacht und die war ja bloß sauer, ist auch keine Entschuldigung. Eine Entschuldigung hört sich folgendermaßen an. Leute, ich habe richtig Scheiße gebaut. Das tut mir brutal leid. Ich weiß gar nicht, was mich da dazu getrieben hat. Es tut mir leid. Bitte verzeiht's mir, ich werde sowas nie wieder machen. Das ist eine Entschuldigung. Da kommt kein Aber und ich habe mir schon 1000-mal oder bin sauer gewesen und hin und her. Die Leute haben mit dem Zaun gerüttelt, die Polizei ist nicht gekommen. Welche Ausreden auch immer du wieder aus deiner Ausredenschublade rausholst, zählt alles nicht. Das ist alles nicht Teil einer Entschuldigung. Und der Satz, ja, ich entschuldige mich auch nochmal, ist auch keine Entschuldigung. Und der Satz, der hier von Maximilian G. drunter geschrieben ist, der passt. Jeder macht einen Fehler, aber das Veröffentlichen einer privaten Telefonnummer ist gleich eine Straftat. Richtig. Was der Fehler angeht, ich habe die ganze WhatsApp, ich habe die ganze Telegram-Gruppe komplett gelöscht, also. Auf Druck, am selben Abend hast du nur gesagt, das ist mir scheißegal, Telegram ist ein rechtsfreier Raum. Das ist mir vollkommen wurscht, ob das irgendwem nicht passt. Telegram ist ein rechtsfreier Raum und da mache ich, was ich will. Und dann hast du Druck gekriegt, irgendwann hast du dann auch gedacht, ho. Und als dann die ersten Leute gesagt haben, hier, das ist im Übrigen eine Straftat und dafür kann man die am Sack kriegen, dann ist da wieder das Arschwasser klaffen, wie so ein Niagara-Fall, vor Angst. Und dann hast du die Scheiße runtergenommen. Nichts anderes. Die ist weg. Du, ganz ehrlich, wer mich anschreibt, muss ja wohl damit rechnen, dass er veröffentlicht wird. Bäm! Ja, das war Fehler. Das tut mir leid. Ich entschuldige mich jetzt hier und nochmal und so. Aber eigentlich war ich sauer und wer mich anschreibt, der muss ja damit rechnen, dass ich ihn liege. Im Übrigen, da waren auch Leute dabei, die keine Hater waren. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da waren auch mal so Nachrichten, wo die Leute gesagt haben, sie wollen da helfen. Die hast du auch einfach geleakt.
Und jetzt kommt nicht, egal wer mich anschreibt, ist alles ein Hater. Und das ist jetzt wieder, wer mich anschreibt, muss damit rechnen. Das ist wieder diese Argumentation von seinem Anwalt. So, wer sich ins Drachengame begibt, der muss damit rechnen, dass das Scheiße passiert. Aber er nicht, oder? Jetzt komm bitte, Rainer. Jetzt komm bitte. Wenn man bedenkt, wie die mich behandeln und was die mir teilweise so schreiben, wenn ich euch nur die Hälfte von den WhatsApp-Nachrichten, selbst wenn ich die Nummern zensieren würde, wenn ich nur die Hälfte von den WhatsApp-Nachrichten zeigen würde, die mir so geschickt werden, ihr würdet kotzen. Ganz ehrlich. Und dann soll mir noch mal jemand sagen, dass das, was ich mache, keine Arbeit ist. Ja, Leute liegen. Harte Arbeit, der Zettler. Ja, das kann man zu Schneiden, Rendern, Hochladen. Leute liegen. Jetzt hat er schon 4 Jobs. Ja. Und wir, arbeitsloses Gesocks, beschweren uns. Er macht 4 Jobs gleichzeitig. Währenddessen kann er auch nur Leute beleidigen, die ihm Geld geben und wir sind der letzte Arschloch aufführen und seinen Müll in der Walachei rumliegen lassen. Stinken kann er auch noch ganz gewaltig. Er hat so viele Jobs. Wir wissen das gar nicht, wie schwer das eigentlich ist, wenn man so hart arbeitendes Stück Scheiße ist. Psychisch ist das so belastend manchmal. Ach du, psychisch. Psychisch bist du schon lang unterm Teppich durchkehrt und bist mit einem Haufen Flusen hinten wieder raus, aufs Scheißwürstel drauf und beim Fenster hinaus. Psychisch, am Arsch. Du bist doch steppert aus deiner Augen rausgeflutscht. Geh mir doch nicht auf die Eier, psychisch. Meine Bewerbung kostet mich das gar nicht. Wer mich anschreibt und ist selber schuld. Ja, selber schuld, alles selber schuld. Die Leute, die Kämmer sind und dann irgendwelche Backsteine an die Rübe geschmissen gekriegt haben, die waren auch selber schuld. Nachdem er die Axt nachgeschmissen hat oder mit dem Bogen auf sie geschossen hat, sind auch selber schuld. Der Typ, den er fast mit der Taste schlagen hätte, auch selber schuld. Rein im Übrigen, wenn eines von diesen Dingern tatsächlich getroffen hätte, der Bogen, die Axt oder diese Tasse oder irgendeine von den anderen Sachen, die du geworfen hast, oben von der Dachterrasse runter mit so einem Schwung. Eins davon, wenn getroffen hätte. Und da wäre einer hier gewesen. Weißt du, was dann los ist? Und auch dann, ich glaube, wenn der dann einen auf dem Kerbholz gehabt hätte, hätte er sie immer noch hingehackt. So, ja, kann ja nichts dafür. Sind sie selber schuld, wenn sie dann tot sind. Die sind ja auch nach Altschauerberg gekommen und jeder weiß, der Ort gehört mir und wer da kommt, der kriegt halt eine Axt am Kopf. Damit kann den bitte irgendjemand in ein Gebäude stecken, wo die Türklinken bloß auf einer Seite von der Tür angebracht sind. Bitte! So wie zum Thema positive Sozialprognose. Nach der 3. Körperverletzung wieder Bewährung kriegen. Ich glaube, mir fällt ein Ei aus der Hose. Wenn die Leute mich so belästigen, wie die mich belästigen, ich habe heute in einer Stunde habe ich 600 Anrufe gekriegt, in einer Stunde. Also sorry. Und darüber wird auch nicht weiter diskutiert. Thema beendet. Thema beendet, so ist es. Ja, Lord Korea hat gesprochen. Also der Mund wird schon wieder gefährlich klein, die Stimmung ist schon wieder sehr neutral. Aber es gibt natürlich einmal wieder Leute, die es ein bisschen deeskalieren, indem sie eben da in den Chat massivst in seinen Fettarsch kriechen. Eine Unterkunft. Wenn ich keine Unterkunft hätte, wäre ich nicht auf die Art und Weise live hier. Dann wäre ich. Ja, es sind Leute pumpige Antworten auf ganz stinknormale Fragen von Leuten, die dir Geld gegeben haben. Großartig, Rainer. Anders live. JP Clue, pass auf, dass du nicht rausfliegst, wenn du solche Sprüche bringst. Ja. Es bin nicht ich, der psychische Probleme hat. Doch, Rainer. Doch. Derjenige, der da nämlich psychische Probleme hat, der bist nämlich auch einmal wieder du. Ich glaube, es hakt. Und sind sie selber schuld? Alle selber schuld? Wenn Rainer sauer ist, darf man halt nichts machen, weil ansonsten wird man geleakt oder verletzt oder umgebracht. Auf die Gleise ist alles vollkommen wurscht. Ja. Autoscheiben werden eingeschlagen, Steine und Klumpwerk geschmissen, ist alles scheißegal. Muss man alles damit rechnen. Wenn ich mir so anschaue, was da so abgeht da draußen. Ne? Psychische Probleme haben wohl eher die Leute, die sowas nötig haben. Rainer, was hast denn du als nötig?
Sollen wir mal darüber reden? Wer es hier nötig hat. In jeglicher Hinsicht. Also im Thema kennen wir dann später noch. Ein Thema über Frauen, ne? Ist dann im Lügenlord-Video im Anschluss. Das abzuziehen. Und dann noch da versuchen, jemand anderen in ihre psychische Scheiße mit reinzuziehen. Das sind Tatsachen. Rainer, es hat tausende Leute gegeben über die Jahre, die haben versucht, dich aus deiner psychischen Scheiße rauszuziehen. Gerade am Anfang hat es einen Haufen Leute gegeben, die haben es gut mit dir gemeint. Die haben festgestellt, dass du als Kind wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob Rita während der Schwangerschaft gesoffen hat oder die beim Wickeln vom Tisch hat fallen lassen. Irgendwas muss mit dir passiert sein. Und die haben Mitleid mit dir gehabt und haben sie gedacht, der arme Bur, der macht sich da im Internet zum Vollhorst. Und helfen wir mal. Und die hast du alle vertrieben. Die waren alle später Hater. Die haben versucht, dich aus deiner psychischen Scheiße rauszuziehen. Was ist passiert? Du hast sie in deine psychische Scheiße mit reingezogen. Du bist wie so ein, ja, wie so ein komplett ausrastender Ertrinkender, der den Rettungsschwimmer mit nach unten zieht. Das Problem ist einfach bloß, dass immer wieder irgendein Trottel kommt, der sie von dir nach unten ziehen lässt und du druckst die runter und in der Zwischenzeit paddelst du gemütlich in einem hüfthohen, pisswarmen Gewässer, weil unten die ganzen Kadaver von den Leuten, die dir über die letzten 10 Jahre helfen wollten, vor sich hin verwesen und ein gemütliches Bett zum draufstehen. Dir steht zwar das Wasser immer gerade so bis zum Hals, aber ja. Ich selbst bin psychisch gesund, nachweislich gesund. Und nachgewiesen gesund. Nein, Rainer. Du hast nachgewiesenerweise eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und wie war das? Reduzierte keine Ahnung. Reduzierte Aggressionstoleranz, irgend sowas. Auf jeden Fall, du hast ihn nicht unter Kontrolle und du bist der Narzisst, das ist dir attestiert worden. Und du hast einen unterdurchschnittlichen IQ. Und soweit ich weiß, ist ihm auch nur ein unterdurchschnittlicher IQ attestiert worden und kein verminderter. Das ist nämlich ein Unterschied. Weil beim verminderten IQ hätte man andere Handhabe gehabt. Hallo Drache, Servus. Ich kann dir nichts erzählen, was ich nicht weiß. Ich habe schon... Ja, Rainer, an den Satz, der hättest du die letzten 10 Jahre auch einmal halten sollen. Da hättest du nämlich deutlich weniger Hater. Du hast nämlich eigentlich grundsätzlich dein Maul aufgerissen, wie so auf Grund gelaufener Pottwal, über Sachen, von denen du keine Ahnung gehabt hast. Deine ganze Internetpräsenz, das hat beim übers Metal schwadronieren angefangen, dann über Sex oder irgendwelche Fetische, über irgendwelche politischen Situationen. Du hast jedes Mal dein Maul aufgerissen, obwohl du genau gar keine Ahnung von gar nichts gehabt hast. gesagt, ich habe zugestimmt und mehr kann ich dir nicht erzählen. Ich bin neu, okay. Wer ist das? Was ist nachgewiesen? Dass ich psychisch Wer hat das nachgewiesen? Im Übrigen, lesen kannst du auch nicht. gesund bin, ist nachgewiesen. Auch wenn Leute was anderes behaupten im Internet. Aber leider hat ja keiner das Gutachten gelesen. Ne? Das kann ja auch keiner gelesen haben. Der Einzige, der das Gutachten hat, bin ich. Ja, und der Staatsanwalt und also die Staatsanwältin und der Richter und die Leute, die im Gericht waren. Und der Psychologe und das Gericht. Also es ist ja keine Veröffentlichung davon da. Zugestimmt, ohne den Gegner zu kennen. Ich habe zugestimmt, ohne den Gegner zu kennen, weil es keine Rolle spielt. Ja, genau. Nein, Rainer. Das ist gelogen. Du hattest gestern noch nicht zugestimmt. Und du wolltest auch, du hast vorher Voraussetzungen aufgestellt, wo du gesagt hast, hier unter den und den Umständen den oder den und du wolltest unbedingt Klonter haben. Ja, weil der Viertel von deinem Gewicht hat. Und du dir gegen den noch Chancen ausrechnest. Und ganz ehrlich, ich glaube zwar, gegen den hast du gute Chancen, aber eine 100% Quote kriegst du von mir auch nicht.
Aber das kann nämlich einfach gut sein, dass der halt schnell und wendig ist und der tänzelt dann einfach in 5 Minuten um dich rum und dann kriegst du einen Herzkasperl und dann ist, ja, das ist praktisch technisches K.O. Technisch deswegen, weil du vom THW dann dein Kadaver aus der Halle rausgeräumt werden muss. Ja. Ich persönlich würde ja Klonder bevorzugen. Ja, genau. Oh, großartiges Bild. Großartiges Bild. Ja, du bevorzugst Klonter. Freilich bevorzugst du Klonter. Klonder, Henk oder ASB-Mafia. Das Und wir haben es auch gesehen jetzt bei den letzten Auseinandersetzungen. Die Leute, mit denen sie dann am meisten angelegt haben, waren immer die kleinsten. Es waren immer die kleinsten, dünnsten, leichtesten Kollegen, die er einfach mit purer Masse überwältigen konnte. wären die 3, die ich bevorzugen würde. Nimmst du noch Leute in Live? Ach ja, stimmt, können wir gleich mal annehmen zu das Ganze. Ja, da haben wir jetzt wieder so ein, ne? Art und Weise, meine Aggression rauszulassen. Auf der anderen Seite, Ja, genau, da hat er jetzt mitten im Satz ist es auf einmal wieder weitergegangen, irgendwie, ja, es geht um den Boxkampf, keine Art und Weise, seine Aggression rauszulassen, ladida. hast du vermutlich recht, dass mir das wahrscheinlich am meisten Kraft geben wird. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, in einem Boxkampf gelten andere Regeln. Ne? Im Real Life, wenn du jemanden aufs Maul haust, das ist natürlich eine Sache, das ist ein No-Go. Ne? Das geht gar nicht. Ach so! Ach so, im Real Life Leuten aufs Maul hauen ist ein No-Go, was überhaupt nicht geht. Kommt jetzt wieder aber. Oder ein es sei denn, letzten Endes jetzt bin jetzt da, aber wenn ich, es sei denn natürlich, der Rainer ist sauer. Wenn der Rainer nämlich sauer ist, dann darf er das. Ja? Also im Zorn, also sonst, ja, im Real Life grundlos Leuten die Schnauze polieren, absolutes No-Go. Da wäre er nicht drum diskutiert. Es sei denn natürlich, ja, man hat eine Wut. Wenn man Wut hat, dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Aber in einem Boxkampf ist es ja gewollt, dass man sich gegenseitig auf die Schnauze haut. Da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht die Kontrolle über meine Kraft verliere. Wenn ich nicht die Kontrolle über meine Kraft verliere, dann ist es vorbei. Rainer, du hast definitiv zu viele Animes gesehen. Wo dann irgendeiner hier am Boden ist und dann man meint, der ist schon besiegt und dann schnauft er und dann sammelt er nochmal seine Kraft, fängt golden zu leuchten an und BAM! Ja, na, Rainer. Rainer, wir haben gesehen, wie du mit deinem Kinderfäustchen auf die Hand von dem einen Hater da an dem Zaun eingeschlagen hast, der währenddessen köstlich gelacht hat. Dann fliegen die Fetzen. Ja. Premium-Content, Rainer. Großes Kino. Ich habe nicht Pause gemacht gerade. Doppelräusperer. Jetzt geht's weiter. Jetzt wird erst nochmal cool mit dem Kopf genickt. Es ist ja letzten Endes so, wenn ich auf der letzten Endes Straße bin, ja, und auf der Straße angegriffen werde, ich habe meine Schläge immer gebremst. Immer. Genau. Das hat man bei diesem Ding an dem Bahnsteig bei der Schlägerei, da hat man es auch gesehen. Wie du die Schläge gebremst hast. Also richtig, richtig brutal. Man hat es richtig gesehen. Du hast es so. Die sind mit 300 km/h an die Fäuste gekommen. Du hast gerade nur so zurückbremst, hast nur Krankenhausreif geschlagen hast. Ansonsten hättest du nämlich so hart getroffen, ja, dass er gleich gestorben wäre und zwar im nächsten Leben nochmal behindert wieder auf die Welt gekommen. So hart hättest du den getroffen. Halt doch dein Maul, Rainer. Weil ich weiß, was ich für eine Kraft habe. Mhm. Und ich weiß, was passiert, wenn ich dieser Kraft komplett freien Lauf lasse.
Das habe ich ein einziges Mal in meinem Leben gemacht. Das mache ich nie wieder. Leute, das habe ich einmal in meinem Leben. Habe ich diese unmenschliche Kraft, habe ich dann entfesselt. Das war damals, als sie ihn auf Hiroshima geworfen haben. Ich habe keine Ahnung. Come on. Und es ist eine extrem bescheidene Aktion. Worthülsen, Ben, kannst du mal den Kreid raushauen, bitte? Und dir den Namen notieren, dass ich ihn später bannen kann? aber das ist ein Gegner, keine. Ich hoffe, der Gegner hat Kopfsteuererfahrung, aber es wird Klonter sein, der hat leider keine. Und jetzt schon mal komisch lagen. Widersprichst du dir nicht? Du sagst, es tut dir leid mit der Nummer. Und dann sagst du, sie sind. Was? Rainer, 2 Zeilen weiter unten geht's weiter. Selbst schuld. Was denn jetzt? Es tut mir leid, dass ich sie veröffentlicht habe. Aber sie können mich nicht anzeigen damit. Ach so. Doch, ich glaube schon, dass die nie anzeigen können. Dass du das gelöscht hast, das ist so oft kopiert worden. Es gibt genügend Beweise, dass du das veröffentlicht hast. Du hast es ja auch mehrfach zugegeben. Die können dir da schon was, Rainer. Ja, die können dir da schon was. Die müssen sich nur trauen. Und ja, es stimmt genau, was DeMarco da sagt, stimmt genau. Auf der einen Seite sagst du, es tut dir leid, auf der anderen sagst du, sind selber schuld. Bin ja zündig gewesen, die hätten wir heute nicht auf den Sack gehen sollen. Hahaha. Ha, ha. Was? Das ist doch. Du, ich habe dir jetzt gerade gesagt, weißt du was? Der Marco, tust du bitte auch mal muten. Weil ich habe gerade gesagt, dass dieses Thema durch ist. Jetzt fangen wir wieder an, von diesem Thema zu reden. Nee. Er hat gesagt, das Thema ist beendet, Edzardler. Er hat alles gesagt, was dazu, das auch die geile Diskussionskultur von Rainer ist so. Stopp, 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 stopp. Jetzt red ich. Bla 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 bla. Ich bin nicht derjenige Edzardler. Außerdem, wenn, dann sind sie selber schuld. Thema beendet. Mute, Bann. Immer dieselbe Scheiße. Nee, fangen wir nicht. Das Thema ist durch. Punkt. Also, ich würde mich total freuen, wenn ich heute noch sprechen könnte, aber nur wenn du auch magst. Ich weiß nicht einmal, was du meinst. Ich habe nicht aufgepasst, sorry. Stimmt das, dass... Es ist mir scheißegal. Anrufe sind Anrufe und Die Frage war, stimmt das, dass viele Anrufer auch Fans waren, die dir helfen wollten? meine Privatnummer geht einen Scheißdreck an. Ja, das war mit einer der Gründe, da bin ich dann angekommen, auch beim Durchseppen. Meine Nummer geht doch niemandem was an, deswegen habe ich all ihre Nummern geleakt. Man hat mich nichts anzurufen, Punkt. Erledigt, danke dir. Und Ben, die nächste Aussage von mir, bitte, es tut mir leid, wenn ich dich jetzt da so mit reinziehe, aber kannst du bitte jeden raushauen, den du siehst, wenn es immer um Telefonnummer und so weiter und um Telefon und die TikTok-Gruppe und so geht? Ach, sind wir wieder da, so wie damals, dass er seinen Kanal noch gehabt hat, wo er dann seinen Mods Anweisungen gegeben hat, sie sollen doch mal bitte mehr Kommentare löschen und mehr Leute bannen, damit er nur noch die positiven Kommentare zu lesen kriegt. Das ist auch wieder wie bei South Park, wo Cartman keine negativen Kommentare hören will und Butters muss ihm die ganze Toxizität raushauen, obwohl Cartman sie einfach nur wie das hinterletzte Stück Scheiße im Internet verhält. Das ist genau dasselbe Ding. Die sind ja gleich fett. Das Thema ist durch, Leute. Mit dir live gehen. Achso, ja, wir werden gleich mal schauen. Wir warten noch ein paar Minuten. Und dann schauen wir mal. Okay, danke, Ben. Das geht auch für Guido, aber ich glaube, der ist nicht da, ne? Ich habe ihn zumindest noch nicht gesehen. Und das ist das, was ich euch am Anfang vom Video gesagt habe. Danke im Übrigen an alle, die jetzt noch da sind. Die sind mein Gerante jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde her. Am Anfang war der Guido nur da.
schreibt Hallo. Er so, ja, hallo Guido. Also, er hat tatsächlich. Und er so, ja, hier, Ben, bitte Leute für mich bannen. Etc. Ist alles Hass und Mobbing. Und Guido auch, aber ich glaube, der ist noch nicht da, zumindest habe ich ihn heute noch nicht gesehen. Ich finde, du solltest nicht mit. So scheißegal. So scheißegal sind ihm sogar seine Mods. Seine Mods sind auch keine Menschen für ihn. Der einzige, der in Rainers Auge das Prädikat Mensch verdient hat und die damit einhergehenden Menschenrechte und den damit einhergehenden Respekt, ist Rainer. Alles andere ist Ungeziefer. Sogar die Leute, die ihm hier die unangenehmen Kollegen rausbannen, sind ihm vollkommen wurscht. Die sind ihm scheißegal. Die sind Bannvieh für ihn, damit er seinen fetten Finger nicht so viel bewegen muss, um Leute zu bannen. Und damit er nicht in seinem restlichen Klöterkopf, ja, noch die paar Buchstaben zusammenrendern muss, ob irgendwas eine Beleidigung ist oder nicht. Es ist mir egal, was du findest. Es geht immer noch um mein Leben und nicht um deins. Und seit wann höre ich auf das, was andere sagen? Ich zieh selbst durch, wisst ihr doch. Ja, wir wissen mal, wie du durchziehst, Alter. Das Einzige, was bei dir durchzieht, sind die regelmäßigen feuchten Flatulenzen durch die großen Löcher in deiner ausgesessenen Jogginghose. Ich habe immer schon das getan, was ich für richtig halte. Mhm. Und das war dein großer Fehler im Leben. Das war der allergrößte. Du hättest dein ganzes Leben das machen sollen, was dir andere Leute sagen. Du hast damit 20 Jahre Erfahrung gehabt. Ja, 20 Jahre hat dich Rudi noch halbwegs unter Kontrolle gehabt. Und Rudi hat gesagt, es gibt kein Internet ins Haus, du machst kein YouTube, du gehst was arbeiten. Und das wäre für dich alles tatsächlich das Beste gewesen. Wenn du auch damals zum Beispiel, sagen wir mal, in der Schule geblieben wärst, anstatt heimzuwongeln, um dir Digimon reinzupfeifen, vielleicht hättest du dann ein bisschen was gelernt. Ja, vielleicht hättest du dann sogar irgendeinen Schulabschluss gekriegt. Vielleicht kannst du dann jetzt mit der normalen Arbeiter Geld verdienen, ohne diese scheiß Internetbettelei. Rainer, du hast immer das gemacht, worauf du Lust gehabt hast. Und es war immer das Falsche. Du kehrst zu diesen Leuten, die sind geistig dazu nicht in der Lage abzuschätzen, was gut und was schlecht ist. Und denen muss man alles vorschreiben. Rainer, na, nimm das nicht in den Mund. Pfui, spuckt es aus. Na, Rainer, jetzt nicht. Du kriegst jetzt nichts zum Fressen. Rainer, erst Hose runter, dann aufs Klo setzen, dann scheißen, dann abwischen. Und zwar jedes Mal. Rainer, du brauchst, wir sind im 21. Jahrhundert, das ist großartig. Du brauchst wahrscheinlich sogar dafür technische Hilfe. Irgendwann gibt es eine KI, die dir das helfen kann. Irgendwie so wie dieses automatische Haus 2000 aus die Simpsons. Ja? Dass dir dann sagt, na Rainer, da bitte abwischen, nicht vergessen. Oder Checklisten hast. Rainer, die einzige Möglichkeit, wie du nicht bei jedem Schritt irgendwo dran stößt und havarierst in deinem Leben ist, wenn du Wort für Wort ganz penibel genau das tust, was dir klügere Menschen sagen, weil du zum Überleben zu blöd bist. So einer wie du hätte vor ein paar tausend Jahren niemals überlebt. Niemals. Wenn man nicht als Kind schon in Sack mit Steine in den Fluss pfeffert hätte, spätestens im Erwachsenenalter, wenn er da gesessen wäre und gesagt hat, geht's ihr doch Mammut jagen. Mir doch scheißegal. Ja, aber dann, wenn sie da sind mit dem Mammut, jetzt bitte hier Filet her von dem Mammut. Spätestens dann hätten sie gesagt, morgen gehen wir nicht jagen, weil morgen kommst du auf den Grill. Unsere moderne Gesellschaft, die Arschlöcher wie dich beschützt, ist der Tod der Evolution. Gott sei Dank hast du so einen widerlichen Charakter und hast dich so grotesk, ekelhaft und impotent gefressen, dass bei dir die Evolution erst einmal, ja, der Stammbaum nicht weitergehen wird. Aber Gott bewahre, du hast eine Schwester, die dieselben Gene weitergeben kann, wenn der ihre Kinder oder Enkel genau solche Vollpfosten wären wie du. Das hast mir auch gesagt, Rainer. Oh, entschuldige. Wenn du nur Hallo schreibst, dann sage ich automatisch Hallo, da lese ich gar den Namen gar nicht.
Rainer, du hast ihn mit Namen angesprochen. Guido hat auch schon keinen Bock mehr. Er macht auch schon diesen genervten Smiley hinten draußen. Du hast Hallo zu mir gesagt, Rainer. Ich habe den Namen nicht gelesen. Rainer, du hast ihn mit Namen angesprochen, aber du hast es gleich wieder vergessen. Was da vollkommen wurscht war. Also auch für dich, ne? Dass dieses Thema hier einfach untergeht. Das muss ja nicht sein. Ach ja, und die zwei bestimmten. Und dann werden gleich wieder die nächsten Befehle rausgeschmissen. Gleich wieder Gestapo-Ton anschlagen und aber jetzt hier, ja, tut mir leid, und jetzt aber wieder alles bannen. Hier arbeiten. Ja, ich bezahle euch hier nicht fürs. Achso, du bezahlst ja überhaupt gar nicht. Die machen hier die ganze Arbeit, aber die Barne, die streichst schon fein du ein, oder? Namen möchte ich ja auch nicht mehr lesen. Also lass diese beiden einfach bitte aus meinem Stream raus. Die haben ihr eigenes Ding, die machen ihr eigenes Ding. Diese zwei Namen haben hier nichts verloren, ganz einfach. Es geht um Jason Katal. Dieses Thema hat hier einfach bei mir Punkt. Alles weitere wird noch geklärt. Ich glaube, da kommt jetzt auch nichts mehr Lustiges noch, also zumindest nicht in den nächsten paar Minuten. Das ganze Ding dauert insgesamt eine Stunde. Ich glaube, dass der Ausschnitt beim Lügenlord aus demselben Stream ist von einer anderen Stelle. Da wollen wir dann da nochmal reinhören. Ich mache mal kurz Pause. So, Magie. OBS Magie. Jetzt sind wir nimmer beim Inge, sondern beim Lügenlord. Also in zweierlei Hinsicht, der Kanal heißt dann auch Lügenlord. Der hat nochmal einen kurzen Ausschnitt hier veröffentlicht und der dauert knappe 8 Minuten. Weil wir sind jetzt nur unter einer Stunde Reaction. Denke mal so, unter einer Stunde ist bei mir eigentlich, ja, ich weiß, ihr wollt es immer ein bisschen länger, ja. Unter 16,5 Zentimeter geht da gar nichts, aber sorry. Deswegen schauen wir uns jetzt hier beim Lügenlord noch an. Discord Leaks und Umgang mit Frauen vom 26.04.2023. Weiß ich noch nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich wieder auf YouNow wechsle. Fangt schon mal gut an. Rainer, auch auf YouNow bist du komplett rausgenugt worden. Rainer, auf YouNow bist du weg vom Fenster. Obwohl YouNow ist so eine Abschaumplattform. Denen da jetzt fast zutrauen, das sind wieder Nämmer. Aber auch auf YouNow hast du gegen die Benutzer-Guidelines verstoßen. Ich glaube, damals war es, dass er nicht auf anderen Plattformen streamen darf oder sowas. Und dann hat er trotzdem auf anderen Plattformen gestreamt. Irgend sowas war es. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nee, ich glaube, TikTok ist die Zukunft. Rainer, du bist unten angekommen. Rock Bottom. Du bist auf der hinterletzten Abschaumplattform im Internet angekommen. Nicht mehr YouNow will ich mehr haben. Bitte mach's da gemütlich. So, hallo und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Wie kann ich dir helfen? Du bist live. Ja. Kennt ihr das noch wie von dieser Telefonseelsorge? Wie hat der geheißen? Domian oder so? Den sie da angerufen haben können, mitten in der Nacht. Wie könnt ihr helfen? Oder Astro TV, noch besser. Astro TV, das sind ja noch die größeren Betrüger. Das passt noch viel mehr zu ihnen. Moment bitte. Darf ich die Karten legen? Ja, sie hier, keine Ahnung, Uranus steht im Zeichen des Met. Das bedeutet, du wirst in naher Zukunft einen größeren Betrag Geld an mich verlieren. Barne bitte. Ich muss mal eben hier. Hörst du mich? Ich höre dich. Okay. Moin Rainer erstmal. Servus. Und zwar die Tatsache ist, also ich sag mal vorweg, ich bin Hater. Solange du dich benimmst, ist es in Ordnung. Das ist mir völlig wurscht. Also ich möchte normal mit dir reden. Ich möchte normal mit dir reden. Dann bist du hier willkommen. Die Sache ist nur, also ich habe mir sehr viele Discord-Leaks angeguckt und habe dabei immer wieder festgestellt, dass du einfach gegenüber Frauen tatsächlich sehr nicht respektvoll
gegenüber gehst und dass du dann gleich mit so sexuellen Sachen da kommst und so. Alter, der Blick schon wieder. Der Blick schon wieder. Dieser pseudoskeptische. Schau dich. Ja, Rainer, du brauchst gar nicht so saublöd schauen, der hat schon recht mit dem, was er da sagt. Denkst du, das ist richtig, dass du das so machst? Ja, das denkt er. Das denkt er. Weil er der Meinung ist, dass er ganz toller Hecht ist eigentlich und dass er fürchterlich geil ausschaut. Das ist seine Meinung. Und deswegen meint er sich auch alles rausnehmen zu können. Oder? Und da ist es ihm auch vollkommen einerlei, ob die Frau vielleicht einen Freund hat, ob die das will, was für ein Alter die Frau hat, ob die minderjährig ist. Vollkommen wurscht, wenn da sexuelle Anspielungen rauskauen. Und wir haben es ja, das war ja nicht einmal mehr, das ist ja nicht einmal so lange her. Also klar, früher in den Discord-Leaks schon zu Junau-Zeiten mit der einen 13-Jährigen, die er da im Ding hatte, wir kennen die ganze Scheiße, ja. Zu jung, zu eng, hart an der Grenze, die ganze Scheiße. Die ganze Scheiße. Wir kennen es alles und das hat sie aber durchgezogen durch alles, durch alle Bärchenleaks, durch alle Geschichten mit anderen Mullen, die keine Bärchen waren, so mit alles, was bei ihm auf dem Discord jemals aufgelaufen ist und weiblich war, mit seinen eigenen Channels, in die nur Frauen und er rein durften, wo er dann die Frauen auf dem Teamspeak einfach in diese Channels gezogen hat und dann halt einfach also er hat praktisch einfach Channels gehabt, wo er Leute ohne zu fragen reingezogen hat, um sie zu belästigen. Da brauchen wir nicht mehr weiterreden, Rainer. Ich denke, dass bei den Discord-Leaks ziemlich viel rausgeschnitten wird. Viel Vorgeplänkel, viel Gelaber. Ja, genau, da wird viel rausgeschnitten, Rainer. Sodass das komplett, also dass man das überhaupt nur noch falsch verstehen kann. Wenn Vorgeplänkel, wenn jemand, eine weibliche Person, gerade frisch online kommt und sagt, hallo, da bin ich. Und das Erste, was du zu ihr sagst, ist, dann kannst du mir einen blubbern. Entschuldigung, einblasen. Da brauchst du kein Vorgeplänkel rausschneiden. Die ist gerade erst auf den scheiß Server online gekommen. Und das war das Erste, was du zu ihr gesagt hast. Da hat man nichts rausschneiden müssen. Und es immer so dargestellt wird, dass man anders dasteht, als man möchte. Das ist aber meine Meinung. Dass man anders dasteht, als man möchte, nicht als man ist. Das hast du schon, freudscher Versprecher incoming, Rainer. Genau das ist es nämlich. Du stehst nämlich anders da, als du gerne dastehen würdest. Aber du stehst schon genauso da, wie du da stehst. Weil da brauchen wir uns nämlich nicht mehr drüber streiten. Du stehst nämlich genauso da, wie das Arschloch, das du bist. Und jeder einzelne von denen Vorwürfe von Sexismus dir gegenüber hat Hand und Fuß. Meinung schon lange, das weiß man ja. Und ich sag dir aus eigener Erfahrung, ich war oft genug bei den Discord-Leaks dabei, also im Vorfeld, während sie aufgenommen wurden. Nein. Du warst bei den Leaks dabei, wo du geleakt worden bist. Oh shit, Rainer. Hab mir das im Nachhinein angeschaut und denk mir, okay, da fehlt so ungefähr eine halbe Stunde vorher Gelaber und alles drum und dran oder die Situation, dass man einen Joke. Und im Übrigen, ja, ich weiß, ich habe am Anfang des Videos noch gesagt mit der scheiß Nummernleakerei, dass das allerletzte ist. Aber ich bin der Meinung, das ist der Unterschied, ob ich bei jemandem die Nummer, die Adresse oder das Gesicht oder sonst irgendwas leake oder ob jemand als Person des öffentlichen Lebens Aussagen tätigt, die rassistisch und sexistisch sind bis zum geht nicht mehr, dass man da sagt, hey Moment, hört euch das mal an, der stellt sich in der Öffentlichkeit immer als Anti-Mobbing-Jesus und als Charmeur und Kavalier hin, so ist der in Wirklichkeit. Das ist der Unterschied. Vor allem, wenn es darum geht, dass die Person sich da in der Öffentlichkeit hinstellt und nur über dieses Image des Mobbing-Opfers da den anderen Leuten die Kohle aus die Rippen raus jockeln will. Gereist oder so zwischendurch. Und ich denke mir so, okay, muss also, dass man dran oder
die Situation, dass man einen Joke reißt oder so. Ja, die Situation, dass man einen Joke reißt oder so, ist das eine großartige Situation. Und es sind keine Jokes gewesen, Rainer. Das brauchst du mir nicht verzeihen. Das brauchst du mir nicht verzeihen. Bei dir, du verpackst es dann immer gerne als Joke. Oder behauptest im Nachhinein, alles ist ein Joke. Ja? Holocaust-Aussage war ein Joke. Das ist immer diese, ja, ich hab dem aufs Maul gehauen, aber da war er halt wütend. Da war er im Zorn. Ja, ich hab da jemanden belästigt, aber das war bloß ein Spaß. Genau, Rainer. Ganz genau. Das sind die klassischen Ausreden von Gewalttätern und von Vergewaltigern. Das war ja gar nicht so gemeint. Da, komm. Das soll man nicht so angestellt. Das ist ein bisschen zum Spaß irgendwie, ja, wo hinten an die Chorglocken gelangt, ja, aber das war ja im Scherz gemeint praktisch. Zwischendurch. Und ich denke mir so, okay, muss Also, dass eigentlich man nicht sein. Joke reißt, mal so, finde ich ja auch vollkommen okay, sage ich ganz ehrlich, aber meinst du nicht, dass du da manchmal ein bisschen über die Stränge schlägst und ein bisschen zu sehr übertreibst? Also, dass du Frauen gegenüber nicht unbedingt immer respektvoll wirkst? Ich mache diese Jokes auch mit Männern. Rainer, das macht es nicht besser. Rainer, ich bin ein Mann und ich kann dir sagen, auch ich würde eher ungern von dir sexuell belästigt werden. Aber da stört es komischerweise niemanden. Also pass auf, versteh mich nicht. Und man macht mal unter Männern auch mal so Witze, aber nur wenn man wirklich, wirklich jemanden gut kennt und weiß, bei wem man es machen kann und bei wem nicht. Also, ne? Nicht falsch, ja? Ich bin weder frauenfeindlich noch irgendwie generell genderfeindlich. Du bist frauenfeindlich, Rainer. Rainer, für dich ist eine Frau eine Mulle mit überflüssigem Fettgewebe außenrum. Die haben ihre Schnauze zu halten und dir bei deiner Bedürfnisbefriedigung bereitzustehen, wie auch immer du es für richtig hältst. Und auf Kommando. Das ist dein Bild von Frauen. Soll jeder so machen, wie er möchte. Ich persönlich für meinen Teil sehe als erwachsener Mensch, wenn ich mich mit erwachsenen Menschen unterhalte, kein Problem darin, mal hier und dann einen Joke zu reißen. Ja, was ist jetzt mit der 13-Jährigen damals im Stream? Als sie gesagt hat, sie ist 13, du hart an der Grenze. War das auch ein Joke? Wenn ja, Jokes on you, Motherfucker. Weil du gerade gesagt hast, mit erwachsenen Menschen und 13 ist nicht erwachsen. Du kreisliger Penner. Wo dann auch jeder erwachsene Mensch, der im Raum ist, mit dem, der sich vielleicht angesprochen Und nur dazu war ihr kleiner Bruder daneben dran, der war noch jünger, glaube ich. fühlt oder auch nicht, Da hat sich auch überhaupt nichts geschissen. sagen kann, ey, pass mal auf, lass das mal bitte, ich finde das nicht gut, mir gefällt das nicht. Dann kann ich sagen, okay, wenn dich das stört und das auch andere stört, lasse ich es. Ja, genau. So vernünftig lass du mit dir reden. So vernünftig lass du mit dir reden. Oder wenn es jetzt nur dich stört und die anderen nicht und die anderen auch solche Jokes machen, da haben wir auch mehrere im Discord, im aktuellen vor allem zumindest. Ich weiß nicht, wie alle die Leaks sind, die du hast. Aber in den meisten Streams oder Discord-Sachen war es immer so, dass auch noch andere Leute dabei waren, die solche Sachen gerissen haben. Ja, die anderen haben die auch belästigt, dann darf ich das hier auch. Ganz genau, Rainer, so funktioniert das. So funktioniert das. Sexuelle Belästigung vollkommen okay, wenn es alle machen. Einwandfrei. Nein, Rainer, ist es nicht. Und unangebrachte sexuelle Anspielungen, die du zuhauf machst und schon immer zuhauf gemacht hast, die sind nicht etwas, was auf Anfrage hin abzustellen ist. Die sind erst gar nicht anzustellen. Niemand kann kontrollieren, was in deinem kranken Trottelkopf vorgeht. Kann kein Mensch. Obwohl ich der Meinung bin, da sollte man medikamentös vielleicht auch ein bisschen was machen einmal. Ja? Aber dass du dein Maul zu halten hast und die Scheiße nicht gleich wieder rausposaunst, so, hahaha, du siehst eng aus. Hm?
Das ganze Klump. Da hast du dein Maul zu halten. Das ist nicht erst auf Anfrage abzustellen. Das hat nicht stattzufinden, Rainer. Und dafür hättest du wieder eine in der kreisliche Fettfresse verdient. Und teilweise schlimmere Sachen wie ich. Ja, die anderen waren viel schlimmer wie ich. Immer die anderen. Ja, ich habe jetzt 2 Leute gekriegt, aber die Hater, die sind viel schlimmer wie ich. Ich habe 2 Leute, die sexuell belästigt, aber ich kenne Leute, die haben das noch viel schlimmer gemacht wie ich. Ich bin zwar mit 160 durch die 30er-Zone gefahren, aber ich kenne einen, der ist mit 165 gefahren. Warum beschwert sich über den keiner? Ja? Diese Sachen sind natürlich nicht geleakt worden oder rausgeschnitten worden oder ähnliches. Ich hatte zum Beispiel mal auf dem Teamspeak damals Darf ich was sagen? Das Ding ist ja, wenn du sagst, andere Leute haben was Schlimmeres gemacht als du, das rechtfertigt ja letztendlich nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Doch, Rainer, doch. Also, du hast nicht wortwörtlich gesagt, ja, das rechtfertigt das, aber du hast es als Rechtfertigung benutzt gerade. Weil du gesagt hast, ich habe das zwar gemacht, aber andere haben das auch gemacht. Das ist eine Rechtfertigung. Du hast nicht wortwörtlich gesagt und deswegen rechtfertigt es das, aber das impliziert es, Rainer. Das habe ich auch nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Was ich gesagt Doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, Rainer hast du. habe, war, dass Leute im Raum waren, die Schlimmeres gesagt haben. Das Ja. Sag mal, hakt's? heißt nicht, das ist keine Rechtfertigung dafür, was ich gesagt habe. Doch, freilich war. Sag mal, bin jetzt ich blöd oder was? Bin jetzt komplett. Bin jetzt ich der Depp, der nicht checkt, dass das eine Rechtfertigung ist. Das war lediglich damit gemeint, um das zu klassifizieren, dass du es auch richtig verstehst. Es war so gemeint, dass während wir im Raum waren, wir hin und her gestichelt haben. Ich habe was gesagt, die haben was gesagt. Oder der hat was gesagt, sie hat was gesagt. Und das ist hin und her gegangen. Ja, nein, Rainer, ist es nicht. Wie gesagt, dieses berühmte Beispiel mit dann kannst du mal einen blubbern, die waren noch nicht da. Die ist gerade erst drauf online gekommen. Die hat noch nicht rumgestichelt an dem Tag. Da hat noch nie irgendjemand irgendwas vorher zu der gesagt. Die hat gesagt Hallo und du hast gesagt, blubber mir ein. Und dann haben die anderen Leute gesagt, hey Rainer, ruhig Blut, hey, so eine Scheiße kannst du nicht bringen. Entschuldigung, blas mir ein. Hahaha, haben wir alle gelacht. Die Leute in dem Server haben dir selber gesagt, dass das nicht läuft. Das ist wie bei einem normalen Geblödel in der Kneipe oder so auch gewesen. Ach, wie wenn du wüsstest, wie ein normales Geblödel in der Kneipe rumgeht. Du mit deiner großen Sozialkompetenz, oder? Da sagt der eine ja auch mal irgendwas und dann kommt der andere auch mit was und dann schaukelt sich hin und wieder auch mal hoch. Ja. So. Ja, und aber Ja, da sagt der eine, Rainer, verpiss dich vom Stammtisch, du hast da nichts verloren. Wir möchten mit dir nichts zu tun haben, du kreisliger, fetter Kreisling. Und dann sagst du, ho, ich darf gern deine Frau ficken. Oder was? Und ich habe an Punkten schon Schluss gemacht, wo andere noch was gesagt haben. Es hat nichts damit zu tun, Schon wieder eine Rechtfertigung. dass die jetzt besser oder schlechter sind als ich. Das heißt nur, dass Nein, das ich habe ich einfach auch eine gar andere, nicht gesagt, das heißt aber- einfach nur, dass ich eine andere Grenze habe. Und damit war Darf lediglich ich? Ja, Rainer, aber das ist. Ich raste aus. Du hast einfach, ich habe eine andere Grenze. Das ist auch wieder das Beispiel. Klar bin ich mit 160 durch die 30er-Zone gefahren. Aber das heißt ja nicht, dass ich gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen habe. Ich habe einfach eine andere Geschwindigkeitsbegrenzung wie der Rest vom Land. So schaut es nämlich aus. Und jetzt darf ich bitte weiterfahren, Herr Polizist, weil das ist nämlich schweres Mobbing, was Sie da gerade mit mir machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich sage. Fürchterlich. Darf ich auch mal was sagen? Oder? Nein, jetzt, der Lord Korea hat gesprochen. ich bin ja noch nicht fertig mit Ja, genau. Fix! Ich bin noch nicht fertig. Nein. Ich muss jetzt erstmal monologieren und danach was? Ich habe mir versprochen. Und danach heißt es wieder Thema beendet, Bannhammer, tschüss. meiner Erklärung, weil du hast es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Doch, der hat das schon sehr gut verstanden, du Arschloch. Es geht darum, wenn man mitten in einem Gespräch ist und die Hälfte vom Gespräch fehlt, dann heißt es klar, dass ich der Sexist bin, weil die Hälfte der anderen Aussagen fehlt. Und damit fehlt die Hälfte vom Kontext. Nein, wir hatten 3 Aussagen. Hallo, hier bin ich.
du kannst nur einen blubbern und Rainer, ne, wir hatten 4 Aussagen. Hallo, hier bin ich, du kannst nur einen blubber, Rainer, so geht es nicht, Entschuldigung, einen blasen. Das sind die 4 Aussagen. 2 davon waren sexistisch und beide waren von dir. Dann versteht man auch nicht, warum ich das gesagt habe. Darauf wollte ich hinaus. Und wenn andere noch was Schlimmeres gesagt haben und ich eine Grenze habe, wo ich nicht überschreite, dann ist das so. Ja, Rainer, du überschreitest überhaupt nichts. Du überwongelst. Und du überwongelst jetzt bald den Jordan, wenn du nicht zum Fressen aufhörst. aber findest du das in Ordnung, wenn du Frauen da im Discord irgendwie Ich diskriminiere niemanden. anschreibst? Doch. Ich diskriminiere dich jetzt auch gleich einmal nicht, du. Was? Ich diskriminiere niemanden. Und was ich anschreibe, was ich in einem Privatgespräch mit einem anderen erwachsenen Menschen mache und diese Person das dann liegt, ja, es wird eine ganz andere Nummer. Weil das geht schon mal zum Beispiel gegen meine persönlichen Rechte an meinem eigenen Zeug. Ja, seine persönlichen Rechte an seinem persönlichen Zeug. Wisst ihr Bescheid? Die persönlichen Rechte von anderen sind ihm aber geschmeidig scheißegal. Ja, weil die sind ja selber schuld. Rainer, wenn du Leuten deine Pimmelbilder schickst und die werden danach veröffentlicht, ja, bist du dann nicht selber schuld. Weil im Endeffekt, dich anrufen ist keine Straftat. Anderen Leuten ungefragt Pimmelbilder schicken, schon. Ich glaube, das eine, wenn veröffentlicht wird, dann ist der Sender tatsächlich schuld daran, weil ich damit rechnen muss, wenn ich eine Straftat begehe, wie Pimmelbilder an Leute zum Verschicken, dass das dann irgendwo rauskommt und an der Öffentlichkeit, weil es auch strafbar ist. Wenn man dich anruft, muss man nicht damit rechnen, dass seine Telefonnummer veröffentlicht wird. Das ist genau, ne? Mit meinem eigenen Ding. Wenn ich mit einer Person privat etwas diskutiere, jeder Mensch hat das Recht, zu mir zu sagen, ey, du, stopp. Und wenn das jemand macht, dann stoppe ich auch. Nein, Rainer. Du hast nicht anzufangen. Du hast nicht anzufangen mit der Scheiße. So rum wird ein Schuh draus. Es läuft nicht, ich schick Pimmelbild, Person sagt, ich will kein Pimmelbild, dann höre ich auf. Sondern du schickst kein Pimmelbild. Es sei denn, die Person fragt das explizit an. Sagt, hier, Reini, ihr würdet gern deinen widerlichen, smegma-verseuchten kleinen Fungus sehen. Schickt mir doch bitte mal ein in schlechter Auflösung geschossenes Bild. Dann ist es angesagt. Und nicht, ich schicke dir jetzt erst einmal ein Bild. Oder ich mache jetzt erst einmal eine sexuell anzügliche Anspielung aus dem Nichts heraus. Und wenn mir dann die Person sagt, ja du, das hätte ich halt lieber nicht so gern, dann höre ich auf. So läuft das nicht. Rainer, so läuft das nicht. Und andersrum habe ich genauso das Recht und das habe ich auch schon gemacht. Aber dann wird komischerweise nicht aufgehört. Und ich sage dir hier und jetzt, dieses Thema ist für mich durch. Ich sehe das als kein großes Problem als erwachsener Mensch. Ein erwachsener Mensch kann sagen, stopp, und dann ist Stopp. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber du musst ja auch mal bedenken, es gibt halt auch Leute, die sehr schüchtern sind, vielleicht auch Angst haben und sich Wenn man dann... sagt, Stopp, dann heißt das Stopp. Das hat nichts mit Schüchtern zu tun. Ja, aber vielleicht haben die Leute Angst, also die Frauen dann in dem Fall Angst, Stopp zu sagen. Nein, Verstehst du das nein, nicht? nein, das verstehe ich nicht. Ja, offensichtlich verstehst du das nicht, Rainer. Zum Beispiel, wenn die nämlich bei dir auf dem Discord sind oder auf dem Teamspeak, da hast du nämlich auch gern mal, bevor du die Leute auf die entsprechenden Server gelassen hast, von denen Telefonnummern und dergleichen verlangt. Identitätsbeweise. Und die hast du nicht verlangt, um sicherzugehen, dass er echte Person ist. Die hast du verlangt, um die Leute danach leaken zu können, um ein Druckmittel gegen die zu haben. Und jeder weiß, dass du die Leute gerne leakst und vor allem, dass du Frauen leakst, die nicht so wollen, wie du willst. Und dass du Scheiße über Frauen erzählst, die nicht so wollen, wie du willst. Genauso aus demselben Grund wie der letzte Leak. Weil du einfach stocksauer dann bist, dass wieder nicht funktioniert hat. Und wieder kein Snooze gegeben hat. Und dann wird geleakt und vielleicht haben diese Frauen dann auch einfach Angst davor, von dir geleakt zu werden. Und sagen deswegen nicht Stopp. Ist dir die Idee vielleicht einmal gekommen?
dass du von denen im Vorhinein, bevor du die auf den Server gelassen hast, ein Druckmittel gefordert hast und jetzt dementsprechend in einer Position bist, in der du praktisch ein Druckmittel hast, dass wenn die irgendwas machen, was dir nicht passt, du ihnen Schaden zufügen kannst. Die Idee ist dir nur überhaupt nicht gekommen, oder? Oh doch, die Idee ist dir schon gekommen. Das war nämlich dein komplettes Scheiß-Konzept hinter der Sache. Deswegen hast du dir in diesen Discords und in diesen Teamspeaks auch so viel rausgenommen, weil du gemeint hast, wenn da irgendjemand was macht, dann habe ich die in der Hand und dann kann ich die leaken und dann mache ich die fertig. Weil im Discord, in einer virtuellen Plattform, kann jeder mich blockieren, kann jeder mich muten, kann jeder mich wegstoßen. Das verstehe ich nicht. Was soll denn genau passieren, wenn mich im virtuellen Leben irgendjemand wegstoßt? Ich habe es gerade erklärt und das ist auch schon passiert. Wie gesagt, es ist ja auch schon passiert. Du hast dir mit Cola-Bärchen gestrichen, dann warst du wieder gestritten, dann warst du wieder ultra matt. Und hast dann, ja, dann ist mir das alles scheißegal, ich will jetzt hier dann nicht mehr diskutieren, wegen deiner, weil du auf eine Beziehung wolltest, aber als Einbahnstraße, also du darfst rumvögeln, sie nicht. Dann hat man sich gestritten, da warst matt, und dann Quatsch geleakt worden. Genau das ist passiert. Schubst, ja? Wenn ich nicht in der Lage bin zu wissen, wer diese Person ist, stehe ich dann plötzlich vor der Haustür. Vor allem ausgerechnet bin ich ja bekannt dafür, dass ich bei anderen Leuten vor der Haustür stehe. Nein, Rainer, du bist bekannt dafür, dass du Leute leakst. Zum Beispiel. Nein. Der Person Aber passiert doch nichts. Das schüchtert Leute doch ein. Gerade junge Mädels, die so 18 sind. Mit jungen Mädels 18 schreibe ich nicht. Nee, mit 13-Jährigen. Da schreibst du richtig gern. Du holst da gern mal in deinen Stream. Ja, Entschuldigung. Dass sie 13 war, das hat dich gestört. Mit 14-Jährigen, das wäre dann in Ordnung gewesen. War ja hart an der Grenze, oder Rainer? Ich stehe auf erwachsene Frauen ab 30, 40 auf. Rainer, du stehst auf alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und zu schwach sich zu wehren. Sei doch mal einmal ehrlich in deinem Leben. Ich schreibe nicht mit 18-Jährigen. Das kann ja sein, aber du weißt ja zum Beispiel im Discord nicht sofort, wie alt diese Leute sind. Thema ist durch. Stopp, beendet, zack, bumm, hab ich's gesagt. Doch, weil ich immer anfrage vorher. Ja. Und das Thema ist jetzt hier an der Stelle beendet. Ja, ich will von der Kritik nichts mehr. Ja, Finger in die Ohren, ich höre dir gar nicht zu. Aha. Also, du bist absolut nicht kritikfähig, merke ich. Das ist Du richtig. Nein. gehst absolut. Es hat nichts mit kritikfähig zu tun. Doch, Rainer, das hat was mit kritikfähig zu tun. Eigentlich hat es mit kritikfähig schon nichts mehr zu tun. Rainer, dein Verhalten gehört nicht kritisiert, das gehört sanktioniert. Rechtlich sanktioniert. Rainer, du gehörst in den Knast oder in eine geschlossene Anstalt. Raus, du bist eine Gefahr für die Gesellschaft. Raus aus dieser Gesellschaft. Nicht nur, dass du eine Gefahr für diese Gesellschaft bist, sondern du trägst auch absolut nichts dazu bei. Ja? Hier, Josef Fritzl hat wenigstens Hochtiefbau gekonnt. Was kannst du? Entschuldigung, der war vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie, aber, ne? Das hat damit zu tun, dass ich gesagt habe, dass ich das nicht bin. Du hast mich gefragt, ich habe dir gesagt, nein, Punkt. Und du hast übrigens mehr als deine 5 Minuten auch durch. Ja. Deswegen, sowas gibt es nicht. 5 Minuten sind rum. Rache beendet jetzt deine Existenz. Sowas passiert hier nicht. Das ist schon wieder dieses typische mich in eine Schublade schieben. Rainer, du passt in keine Schublade auf dieser ganzen Scheißwelt rein. Ich bin nicht frauenfeindlich. Doch, bist du. War ich nie, werde ich nie sein. Und ein erwachsener Mensch kann Nein sagen. Das kann Rainer, ein erwachsener Mensch kann Nein sagen bei einer ganz stinknormalen Anmache. Ich halte es auch für fragwürdig, wenn wirklich jedes Ansprechen immer sofort als Belästigung empfunden wird. Es gibt halt einfach Grenzen. Und die haben nicht übertreten zu werden. Und zwar im Vorhinein und nicht danach auf Antrag wieder zurückgehen. Wenn du auf der Straße oder an der Kasse am Supermarkt oder in der Kneipe oder sowas und man sieht der Frau die gefällt an. Und man geht dann dahin und sagt, hey du, ich finde dich sympathisch, wollen wir uns unterhalten, wollen wir vielleicht was trinken miteinander. Ich bin da so und so. Mir gefallen deine Haare, was weiß ich. Ja?
dann ist es in meiner Sicht keine Belästigung. So, da kann die Frau dann, das ist dann normale menschliche Interaktion, da kann die Frau sagen, du, tut mir leid, du bist nicht mein Typ, ich habe kein Interesse oder ich habe einen Freund oder was weiß ich, schleich dich, ihr habt keinen Nerv drauf. Ja. Aber wenn du jemanden, der in deinen Stream reinkommt, auf deinen Voice-Chat-Server kommt, begrüßt mit, du kannst mal gleich mal einen blasen oder ähnlicher Scheiße oder irgendwelchen Leuten ungefragt Pimmelbilder schickst, dann ist bereits eine Grenze überschritten und dann hast du diese Grenze überschritten. Und dann sind wir nimmer in dem Bereich, wo man sagt, ja, die kann ja Nein sagen. Die kann ja sagen, ich will das nicht, hör auf damit. Sondern dann sind wir schon im strafbaren Bereich. Geradeaus so, wie es ist. Und dann kannst du nicht dich hinstellen und sagen, ich habe andere Grenzen als andere Leute. Ey, diese narzisstische Scheiße, ich kann es mir nicht mehr geben, ey. Kann auch ein Kind und auch ein Jugendlicher, jeder Mensch kann Nein sagen. Und auf einer virtuellen Plattform im Internet kann das jeder machen. Und da hat auch keinerlei Probleme damit. Und das hat mit Schüchternheit gar nichts zu tun. Das ist lächerlich. Also, auf Wiedersehen. Was für eine Lachnummer, wa? Was ist das denn für einer gewesen? Du bist die Lachnummer, Rainer. Aber mit Anlauf. Schiebt mich in irgendeine Rolle, weil ihm irgendwas nicht passt. Ja? Und dann will er mir sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Ja, Rainer. Du kommst ja von alleine, kommst du ja nicht drauf. Man muss es dir ja offensichtlich sagen, aber du kommst ja auch nicht einmal dann drauf. Man könnte es dir, ganz ehrlich, man könnte es dir mit dem Hammer in den Kopf reinhämmern und du würdest es nicht verstehen. Du würdest es einfach nicht verstehen. Warte jetzt mal kurz. So, dann sind wir mal wieder mit einem kleinen Ausschnitt. Der beschreibt, was passiert, wenn man Rainer versucht klarzumachen, was Phase ist. Da sagt er, Rainer, dein Verhalten ist nicht in Ordnung. Nee, ich habe aber andere Grenzen. Aber nein, Rainer, das ist wirklich so, nein, aber. Passen Sie auf, Sir. Ab sofort sind Sie Homer Thompson vom Terrorsee. Üben wir gleich mal ein bisschen, hm? Wenn ich sage, hallo, Mr. Thompson, sagen Sie Hi. Okay. Hallo, Mr. Thompson. Immer daran denken, Ihr Name ist Homer Thompson. Ja, verstehe. Hallo, Mr. Thompson. Ich quatsche jetzt noch mal kurz ein bisschen dazwischen rein. Ich hoffe, dass mir die komplette Scheiße nicht irgendwie von Disney weggestrikt wird. Also, wenn ich jetzt Hallo, Mr. Thompson sage und Ihnen dabei unten auf den Fuß trete, dann lächeln Sie und nicken. Kein Problem. Hallo, Mr. Thompson. Mhm. Ich nehme an, jetzt redet er mit Ihnen. Ja, das immer. Das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem, das Rainer hat, ist, er checkt es einfach nicht. Er ist einfach zu blöd. Du kannst das mit einem Baseballschläger in seine Rübe reinknüppeln. Dass sein Verhalten vollkommen unangebracht, kreislig, ekelhaftes Grattlertum ist, checkt er nicht. Ich bin nicht derjenige, etc. Thema beendet, Bannhammer, nächste in der Reihe. Nehmen wir mal wieder ein Mädel mit rein. Hahaha, haben wir gelacht. Also wir fassen zusammen, Rainer ist nicht derjenige, der hier die Scheiße baut und die Nummern veröffentlicht, es sei denn, er ist natürlich wütend, aber dann ist das natürlich zu entschuldigen, weil was man im Zorn macht, das zählt alles nicht. Das ist wie mit Las Vegas so. Was man im Zorn macht, bleibt im Zorn, keine Ahnung. Und er will wieder auf YouNow. Und er ist auf jeden Fall kein Sexist. Außer wenn er sexistisch ist, aber dann ist er halt gamsig, da kann er nichts dafür. Das ist Leute. Wo sind wir denn? 1,5 Stunden, ja, das ist doch stabile Zeit. Das ist doch stabile Zeit. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Besonders nicht Pimmelbilder an irgendwelche Leute zu verschicken, die nicht explizit danach gefragt haben. Nicht wildfremde Leute oder
kaum bekannte Leute begrüßen, damit, dass sie da einblasen können, dergleichen. Keine Minderjährigen angraben im Livestream. Die ganze Scheiße einfach bleiben lassen. So. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch was und Medal off.